Ja, grüß euch benannt und einen Sakrischkurden. Jetzt Kasperl. Leid, was habe ich mir angetan? Wir sind jetzt bei Teil 13. Bei den Blaueierbärchen. Das heißt, ich habe wenigstens schon über die Hälfte. Wie viel waren es? 18? Das heißt also mit den 13, 14, 15, 16, 17, habe ich noch 6 Stück zu machen. Heute, wenn ich mit dem fertig bin, sind es nur noch 5. Ich sehne dem Tag entgegen, an dem ich mir diese Scheiße nicht mehr für euch geben muss. Aber, okay. Wie sagt man so schön, Augen zu und durch? Halt, hockt euch her, Samamera. Reißt euch eine Häube auf. Mir ging er nahe in einer und so weiter. In Rainer. Video. Ah ja, es ist offensichtlich noch derselbe. Wir waren im letzten Video, ging es um das, was nachts passiert ist, als sie gepennt hat. Und diese Chats sind wohl am selben Tag entstanden, also diese Voice-Nachrichten. Na, meine kleine Muggelmaus, alles gut bei dir? Ey, ganz ehrlich, wer steht denn auf solche bescheuerten Kosenamen? Man kann ja mal ausgefallene Namen haben oder man ist einfach konservativ und bleibt beim klassischen Schatz. Das hat sich nicht umsonst bewährt. Aber Muggelmaus, Alter. Geht. Da beitelt's mir gleich richtig. Ich sagte ja, dass ich gleich wieder da bin. Was hast du denn gemacht? Ja, Rainer kommt immer sehr schnell. Okay, anscheinend telefonieren die da auf Discord. Aber dieses ewige da reingeräuspere, ganz ehrlich, wenn ich mich räuspern muss, meistens, wenn ich dran denke, 9 von 10 Fällen mute ich schnell mein Mikrofon. Oder wenn ich niesen muss oder husten oder sonst irgendwas. Vor allem, das Räuspern wäre halb so schlimm, wenn es nicht reines Räuspern wäre. Ich glaube, ich erkenne den Mann am Räuspern. Wenn du mir jetzt 10 Spuren vorspielst, wie Leute räuspern, ich erkenne dir den raus, weil mir das so fürchterlich fuchsig macht jedes Mal. Ein paar Sekunden drin und schon mit. Wie kann man Ja, wie kann man 300 Mal räuspern? innerhalb von 30 Sekunden sich so oft räuspern müssen? Trink doch halt einen Schluck Wasser oder irgendwie sowas. Oder von mir aus auch Schwippschwapp. Ja, oder Reini, leg auf und halt dein Maul. Aber räusper doch nicht ständig ins Mikro rein, wenn du mit jemandem dann sprichst. Was ist los? Müde? Soll ich raten? Ich hab's jetzt nicht mehr auf dem Schirm. Wie gesagt, das ist lange her, dass ich. Soll ich raten? Kommt jetzt irgend sowas, wenn du bei mir bist, entweder macht er sie wach oder er macht sie müde. Auf jeden Fall hat es irgendwas mit seinem Maulwurf zu tun. Wenn du dich lieber hinlegen willst, leg dich hin, ne? Dir ist aber klar, dass wenn wir uns zusammen hinlegen würden, du wahrscheinlich nicht so schnell zum Schlafen kommst. Tada! Wer hätte jetzt damit rechnen können? Ich muss mal schauen, war wieder super leise, aber I adjusted on the blow. Ja, und auch das hier wieder. Egal, was für ein Thema angeschnitten wird, es geht wieder in diese eklige Schiene, wo man sich am liebsten sofort wegdrehen möchte und eigentlich gar nicht mehr hinhören möchte. Ja, normal, Ofi, normal. Aber ich gebe euch jetzt schon mal einen kleinen Teaser. Es kommen heute noch ein paar interessante Sachen ans Tageslicht in diesem Video hier. Ich würde jetzt zu dir kommen, aber du weißt ja, das geht nicht. Meinst du nicht, dass du doch schon morgen kommen kannst? Oder du kannst doch eh nichts machen. Weißt du? Ui, du kannst doch eh nichts machen. Geht's jetzt wieder um den todkranken Onkel? Aber dann werde ich mit. Dann wäre ich richtig mit. So.
Auch auf die Gefahr hin, dass du mich herzlos hältst, ne? Oder für Herz. Nein, Rainer, wer könnte denn auf den Irrweg kommen, dass er dich für herzlos hält? Forza ist fertig runtergeladen. Und ob in Wien Leute sterben und sowas, ist dir egal und sowas. Wer hätte jetzt damit rechnen können, ne? Herzlos hältst. Aber wo ist der Unterschied, wenn du am Freitag kommst, als wenn du am Donnerstag kommst? Außer, dass es ein Tag früher ist. Ja, Ja, richtig. Du hast es verstanden, wie der Ablauf der Zeit funktioniert, also und wie der Kalender funktioniert und die Wochentage ist auch richtig eingeordnet. Sprich, also wenn sie am Donnerstag kommt statt am Freitag, dann ist das ein Tag vorher. Herzlichen Glückwunsch, Rainer. Und genau daran wird es wohl liegen, dass sie nicht am Donnerstag, sondern am Freitag kommen will. aber das ändert sich ja am Freitag. Das war ja jetzt vorher auch nicht absehbar. Wenn du jetzt zugesagt hättest, dass du morgen kommst, hättest du dann abgesagt? Na, pass auf. Wenn du jetzt am Donnerstag kommst, so, und wir hätten abgemacht, dass du Donnerstag kommst, wenn sich das verschlechtert. Und dann hätte sich auch verschlechtert, so wie es jetzt der Fall war. Hättest du dann abgesagt und hättest dann gesagt, du kommst später? Es geht jetzt hier anscheinend tatsächlich irgendwie um den Gesundheitszustand des Onkels, der sich wohl verschlechtert hat. Weswegen das Bärchen nicht am Donnerstag kommen will. Verstehe das gerade richtig? Und er, der große Empathielord, auf die Gefahr hin, dass wenn man komplett, also wirklich stark geistig verwirrt ist, ihn für herzlos halten könnte, verzapft der Frau Ohren von wegen, ja, aber wenn wir am Freitag, also wenn wir Donnerstag ausgemacht hätten, hättest du es dann abgesagt deswegen, oder? Mir. Deswegen. Du liebst mich wohl doch nicht. Was soll die Scheiße? Rainer, die Frau hat dir gesagt, der Zustand vom Onkel hat sie verschlechtert und sie will bei dem bleiben. Und du sagst dir jetzt, auf die Gefahr hin herzlos zu klingen, ja, kannst ja da jetzt auch nichts machen, oder? Wenn du jetzt einen Tag vorher da fährst, ändert ja nichts. Der stirbt ja so oder so. Ne? Alter, das ist Forsa-Aussage im Quadrat. Ja. Ja, und ja, im Prinzip kommst du dann erst am Sonntag jetzt, wenn ich das jetzt richtig Sie erscheint, wenn überhaupt, weil bei dir kommt sicher keine einzige Frau. verstanden habe. Ja, aber es hat sich ja jetzt verschlechtert. Und wenn es da keine Verbesserung oder Veränderung gibt, das heißt, dein Onkel weiß dann nicht weiter. Auch ohne deinen Onkel, so grausam wie sich das anhört, auch ohne deinen Onkel geht's weiter. Ohne meinen Dad genau das Gleiche. Die Welt dreht sich weiter, solange wir am Leben sind. Alter, der große Empathielord. Der große Empathielord. Es ist unfucking fassbar. Ja, hier nochmal eine kleine Erklärung. Sie hatte beim Treffen ja Reini auch gesagt, dass jemand aus ihrem Familienkreis im Krankenhaus ist und es dem ziemlich schlecht geht und sie das gerade ziemlich belastet. Das hören wir hier ja auch wieder. Und Reini ist wieder maximal empathisch und sagt, sie solle doch früher kommen, denn sie kann ja eh nichts daran machen, dass der Verwandte im Krankenhaus liegt. Was aber hier dem Ganzen nochmal die Krone aufsetzt, ist, dass er das nun gegen sie benutzt, weil er sagt, hättest du dann abgesagt, wenn es deinem Onkel schlechter gegangen wäre und du dann vorher bei mir zugesagt hättest? Das kotzt ihn nämlich schon wieder sowas von an, dass er nicht gerade die erste Geige bei ihr spielt. Und das, obwohl die Frau, die er laut seinen Chatnachrichten ja liebt, im Moment im Gedanken bei ihrem schwerkranken Onkel ist. Er versucht das aber wieder so umzumünzen, um ihr ein schlechtes Gewissen einzureden und zu versuchen, sie zu drängen, dass sie schon früher kommt. Natürlich nicht, weil er sie dann irgendwie trösten möchte oder sowas wegen ihrer Situation. Nein, nur damit... Ja, doch, trösten, Ufi, trösten will er sie schon. Ja, mit seinem Trostschwimp. Will er sie trösten. Ich habe jetzt Ufi mal kurz ein bisschen labern lassen, weil er hat natürlich vollkommen recht. Es ist halt Abschaumverhalten. Es ist halt unterste Schublade Abschaumverhalten.
da jetzt zu versuchen, der Frau da einen Strick daraus zu drehen, dass ihr Onkel schwer krank ist, anstatt empathisch zu sein und ne, auf sie einzugehen. Nee. Plumpe Manipulation ist the name of the game. Sie Geld für den Einkauf mitbringt und sich um seine blauen Murmeln kümmern soll. So zumindest seine Vorstellung. Und Zucker hast da muss ich vergessen. euch ernsthaft sagen, ganz, ganz schäbiges Verhalten von ihm wieder. Sei doch froh, dass das Leben weitergeht. Zum Beispiel für mich, Es ist zum Beispiel für mich, okay, warte. für dich, für eventuell unsere Kinder, sollten wir jetzt dann doch welche zeugen. Rainer, halt einfach dein Maul. Sei doch froh, dass das Leben weitergeht. So. Sie ist super traurig, weil der Onkel stirbt. Und er sagt, hey, du verstehst das doch gar nicht so. Du stirbst doch gar nicht. Es ist doch nur jemand anderes. Das kann dir ja scheißegal sein. Von sich auf andere schließend. Und hört's da nochmal hin? Wie für mich weitergeht. Zum Beispiel für mich, für dich, für Der Esel nennt sich immer zuerst, oder? Ja, sei doch froh, dass das Leben weitergeht. Also für mich geht's Leben so weiter wie vorher. Ich hab den nicht gekannt, der könnte mir nicht härter am Arsch vorbeigehen. Ist mir vollkommen wurscht, ob der eingraben wird. Ja, für dich auch, weil immerhin bist du ja nicht tot und das macht's dann wieder toll für mich, weil ich hab dann dich hier und diese egoistische Drecksau, ey. Ganz ehrlich, wenn du dann nicht weißt, was du sagen sollst, halt einfach dein dummes Maul. Aber sich dann da hinzuhocken und ihr zu sagen, ja, sei doch froh, wenn der Onkel tot ist, weil immerhin bist es nicht du. Oder ich? Noch viel schlimmer. eventuell unsere Kinder, sollten wir jetzt dann doch welche zeugen. Und dann gleich wieder aufs Kinderzeugen kommen. Ich glaube, Rainer hat den Film Wedding Crashers zu oft gesehen. Wo der Typ am Ende dann keine Hochzeiten, sondern Beerdigungen crasht, um Tussis abzuschleppen. Rainer, das funktioniert nicht in der Realität. Hast du dich eigentlich schon nach Wohnungen und Häusern in Nürnberg umgeschaut? Deswegen habe ich gedacht, du hast trotzdem schon mal schauen können. Ich habe nämlich schon mal ein bisschen geguckt. Wenn du magst. Eine Wohnung in Nürnberg, Rainer. Rainer, die war einmal bei dir. Das Treffen ist desaströs gelaufen. Du bist übergriffig geworden ihr gegenüber. Und du redest jetzt vom Zusammenziehen und Kinderzeugen. Beim nächsten Treffen. Ob sie schon nach Wohnungen in Nürnberg gesucht hat. Ich glaube, mir fällt der Eier aus der Hose. Ich habe schon geguckt, ja. Und ich habe vor, eigentlich wollte ich das gestern und heute machen. Aber ich denke, ich werde mal bis Montag warten. Ich denke, ich werde mal Montag versuchen, da anzurufen in Nürnberg, in der Stadt Nürnberg, und zu versuchen, da irgendwie reinzukommen bei denen. Rainer, was ist die Aussage? Ich höre wieder bloß. Ich höre verbale Diarrhoe. Was ist die? Ich werde also versuchen, werde ich also dann schauen, dass ich dann vielleicht, werde ich dann also da anrufen bei der Stadt Nürnberg, dass ich dann da irgendwie reinkomme. Ja, keine Ahnung, wie viel Geld sie reinschmeißen in die Pisspasskasse. Ja, dass die mir vielleicht auch einfach helfen, notfalls eine Sozialwohnung zuzulegen mir. Zuzulegen. Ich leg mir eine Sozialwohnung zu. Und jetzt kommst du. Rainer, man bewirbt sich um eine Sozialwohnung. Ne? Man bekommt eine Sozialwohnung. Eine Sozialwohnung wird einem zugewiesen. Man nimmt sich die nicht. In Nürnberg.
damit ich da nicht, wenn ich sowieso mal hier raus muss beim Obi, dass ich nicht auf der Straße sitze. Oder wie Auf der Straße nicht, aber auf der Tasche. Und zwar von uns allen dann, Rainer. in dem Fall. Wisst ihr noch, im letzten Teil, der am gleichen Tag ja aufgenommen wurde, hieß es doch noch, dass er ja gar nicht so genau weiß, ob das mit denen auch wirklich was Langfristiges werden würde, weil sie ja nicht... Ja, Ofi, das ist aber auch klar, weil in Zwischenzeit hat sich's Blut wieder verlagert. Ne? Er denkt jetzt wieder aus der Körpermitte. Ja, ich weiß ja nicht, ob das was wird. Noch dazu sei das irgendwie wahrscheinlich so ganz, ganz tolles manipulatives Verhalten sein. Irgendwie negative Bestärkung oder so, keine Ahnung. Irgendwas, was diese Online-Abschlepp-Coaches halt machen. Ich wette was, dass der irgendwann einmal Kohle für so eine Scheiße rausgeschmissen hat. Ich wette was. Diese komischen geschleckten Dirnensprösse, die sich da hinstellen und dann den Leuten, ja, so und hier und da und bla 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 bla. Ey. Aber schauen wir mal weiter. Hier, Ofi redet jetzt sehr viel, redet sehr lang. Da sind wir Lamm wieder. abgeben. Das wird genau so eine gleiche Situation gewesen sein, von wegen, ja, ich kümmere mich mal die nächsten Tage drum. Wenn es am Freitag ist, ist es ja schon recht früh. Ja, vorhin war es denn nicht früh genug am Freitag. Aber wenn du das dann wieder auf Sonntag verschiebst, dann dauert es wieder so lange. Ja, auch das, Rainer, wir gehen zurück zum Anfang des Videos. Du hast es immer noch drauf. Ja, also, wenn sie am Freitag kommt, dann ist sie früher da, als wenn sie am Sonntag kommt. Und wenn es am Sonntag kommt, musst du dementsprechend länger warten, ja. Du kriegst einen kleinen Marienkäfer auf deine Mappe. Wenn du hier bist, spritze ich dir mal ein paar. Rainer! Sag Donuts auf oder so. Keine Ahnung. Wirklich, wo es nur um Essen geht. Aber Positive Gedanken ein. haben wir es gerade vorhin gesagt? Er kann sie dann trösten. Ja? Shrimp Infusion. Rainer, was ist jetzt, wenn keine Ahnung, der Onkel tatsächlich irgendwie stirbt und sie kommt trotzdem zu dir und ist total aufgelöst? Was passiert dann? Dann ganz kurz, oh ja, tut mir leid, komm her, Umarmung und dann wird gefummelt und ja. Und dann kommt irgend so eine Sache, ja, wenn es jetzt nicht bimst mit mir, das macht ihn auch nicht wieder lebendig. So in der Richtung. Und irgendwas pseudo-esoterisches von wegen, ja, man soll dann das Leben feiern und bla bla bla. Irgend so einen Krampf. Ich habe das so ein Wundermittel, dann fühlst du dich auch positiver. Dass er wirklich denkt, es gibt Frauen, die da draußen irgendwo leben, die auf so eine Art zu reden stehen, wenn... Das ist Sexschreibende. Ofi. Das ist Wingel approved ist es. Ja? Tried and tested. Ja, es ist halt noch lächerlicher, wenn er es per Sprachnachricht macht, als wenn er schreibt. Wenn sie mit ihm sprechen. Einfach unglaublich alles, wirklich. Wer weiß, vielleicht ist es eine Droge. Muss einen Grund geben dafür, dass es so viele machen. Ja, aber nicht mit dir, Rainer. Es gibt angenehme Drogen, das machen viele und dann gibt es irgendwie, keine Ahnung, Meth. Ne? Das machen zwar auch viele, aber nicht aus Genussgründen so. Es gibt auch Leute, die tatsächlich davon Und ich wette was, es gibt Leute, die Meth nehmen, die haben weniger gesundheitliche Probleme als du. abhängig sind. Von daher muss ja irgendwas dran sein. Ja, es gibt Sexabhängige. Es gibt ja nicht umsonst die sogenannten Sogenannten. Oder Nymphomanen. Wobei es noch einen Unterschied gibt zwischen sexueller Abhängigkeit und sexueller starker Vitalität. Natürlich
Starke Vitalität. Ich krieg wieder mal. Diese Anfang 30-Jährigen mit der sexuellen starken Vitalität, die immer Viagra mit sich rumschleppen müssen, weil sie sonst den Shrimp nicht aus dem Fettberg rauspressen können. Ja, die kenne ich auch, ja. Zuhauf gibt's die. Überall an jeder Ecke. Alter. Rainer, das Wort, nach dem du gesucht hast, war Besessenheit. Du bist besessen von dem Thema. Ne? Du bist von diesem Thema einfach komplett besessen. Er hat mit Vitalität oder mit Sexsucht gar nichts zu tun, weil um sexsüchtig zu sein, hätten wir schon mal Sex haben müssen. Ne? Und würden weiterhin haben. Ne? Aber du bist einfach besessen davon. Natürlich gibt es sowas. Nein. Das ist eine tatsächlich anerkannte Krankheit, Sexbesessenheit. Ist ja auch selbstverständlich. Ein Orgasmus sorgt dafür, dass du Dass das schön anfühlt in der Körpermitte, richtig, Rainer. Hormone ausschüttest und das macht dich glücklich. Genauso wie zum Beispiel das Rauchen von Gras oder so. Du kiffst auch, oder? Ich nicht, nee. Aber ich. Wollen wir wetten? Der erste, du kiffst auch. Wollen wir wetten? Dann hat sie gesagt, nee, ich mag das überhaupt nicht oder sowas. Irgendwas, keine Ahnung, dass sie das nicht ausstehen kann. Wahrscheinlich irgendwie ein Ex-Freund oder sowas, ne? Irgend sowas in der Richtung, Bärchen-Talk. Und dann so, nee, nie im Leben. Wenn sie gesagt hat, ja, freilich rauche ich einen ganzen Tag wie ein alter Diesel. Dann hat sie gesagt, ja, kann man miteinander rauchen und ich rauche eigentlich auch ganz gerne mal ein. Ich kenne genug Leute, die das machen. Mir bringt das nichts. Nope. Mir bringt das nichts. Ich habe da nichts davon. Ja, Rainer, weil du puffst. Rainer, wenn du die Jollies so rauchst, wie die Zigaretten, dann wundert mich das überhaupt nicht, dass dir das nichts bringt. Für eine Wirkung muss das Zeug nämlich in die Lunge. Und nicht nur einmal irgendwie um die Nordschleife im Ogergebiss durchschicken und wieder raus. Ne? Das ist im Prinzip nur eine teurere Zigarette für mich. Ja, es gibt viele Menschen, auf die Gras und auch generell viele andere Drogen keinen Einfluss haben. Ach, ein Schmarrn, Rainer. Ein Schmarrn. Viele Leute, auf die Drogen gar keinen Einfluss haben. Bullshit, Rainer. Rainer, das ist Chemie. Ja, es ist Chemie, wie dein Hirn funktioniert. Und wenn du in dieses Hirn gewisse Stoffe reinschickst, dann kriegst du eine gewisse Reaktion aus diesem Hirn raus. Aber der Rainer ist wieder ein ganz besonderer Mensch. Der ist immun gegen alle Drogen. Beile, Rainer. Beile. Im Übrigen, man kann auch Zucker- und Koffeinsüchtig sein. Ne? Weil, ich meine, das ist ja so eine Sache. Viele Leute in seiner Situation hätten schon lange zum Saufen angefangen. Rainer fängt nicht zum Saufen an, weil ich glaube, Leute, die schwere Alkoholiker werden, die suchen auch die Schuld irgendwie bei sich und wollen von dieser Schuldgeschichte, die wollen es betäuben, sich davon ablenken und deswegen saufen die. Das hilft ja bei ihm überhaupt nichts, weil er sich ja keiner Schuld bewusst ist. Für ihn ist er ist ja der Großartigste. Aber deswegen braucht er aber seine Glücksbefriedigung dann doch irgendwo anders her. Und dann gibt es Zucker und Koffein und das in rauen Mengen. Ne? Solange bis die Pumpe schlapp macht. Das ist nicht so ungewöhnlich. Ich habe es ein paar Mal ausprobiert, nicht nur mit Katar. Das hat mit Katar nichts zu tun gehabt. Ihr erinnert euch, irgendwann hat er mal behauptet, als er auf dieses Video mit Katar da angesprochen wurde, hat er irgendwann einmal behauptet, nee, das wäre ganz normale, selber gedrehte Zigarette gewesen. Mit Katar nicht das Geringste zu tun. Ich habe das öfter mal gemacht, ja. Aber es hat mir trotzdem nichts gebracht. Ja, und hier hören wir mal wieder, wie besonders unser Reini ist. Ja. Der besondere Rainer. Gleich noch was oder nee?
Gras macht ihm nichts aus. Er kann rauchen, wie er es will, als normale Zigarette, keine Effekte bei ihm. Liegt wahrscheinlich daran, dass er es nur einmal probiert hat, auch wenn er hier natürlich meint, er hat das schon ganz oft probiert. Und viele werden beim ersten Mal ja auch nicht wirklich high. Oder weil er einfach nur pufft, wie er es mit seinen Zigaretten. Alter, ich glaube, da ist er mit seinen Sexgeschichten durcheinander kommen, ne? Irgendwie das im Kopf durcheinander gebracht, wo man sagt, ja, viele Frauen haben beim ersten Mal keinen Orgasmus oder sowas, ne? In die Richtung. Gemacht hat und nicht richtig inhaliert. Aber hey, wir wissen ja alle, es liegt natürlich nicht am falschen Gebrauch. Nein, nein, der Reini macht einfach ja keine Fehler. Das muss schon daran liegen, dass er einfach was ganz Besonderes ist und ein ganz toller Typ ist. Du lernst mit mir bestimmt noch einiges. Jedenfalls. Ja, die lernt auf jeden Fall. Also wenn die tatsächlich mit dir deinen Lebensabend verbringt, also die wird noch sehr jung sein, wenn du nimmer bist, also. Also hätte sie sich tatsächlich dafür entschlossen, mit dir deinen Lebensabend zu verbringen, hätte viel lernen müssen. Die hätte lernen müssen, wie kriege ich einen Vierteltonner ohne Beine in den ersten Stock. Davor hat sie lernen können, noch wie man Thrombosestrümpfe wechselt und offene Wunden an den Beinen behandelt, damit er nicht ausläuft. Und danach hätte sie über die Pflege von Beinprothesen und Amputationsstümpfen sehr viel gelernt und vielleicht auch über die Behandlung von Phantomschmerzen oder dergleichen. Und also wirklich, also keine Ahnung, ich nehme mal an darüber, wie viel Insulin und Blutzucker und sowas, die hätte richtig gute medizinische Grundausbildung gekriegt. Das glaubst du mal, wenn die bei dir geblieben wäre. Und das wirklich komprimiert in sehr kurzer Zeit. Mein Plan, dir noch ein bisschen was beizubringen. Gibt zwar Dinge, da bin ich auch nicht ganz so erfolgreich und ganz so erfolgreich. Ja, die Dinge, bei denen du nicht so ganz erfolgreich bist, die stehen auf der Liste mit Dingen. Punkt. Mit allen. Wo einfach alle Dinge draufstehen. Ja. Aber das kriege ich trotzdem irgendwie hin. Ja, wenn ich jetzt so das aktuelle Leben von dir in der sächsischen Provinz anschaue, dann hättest du diesen Teil des Satzes, der mit aber beginnt, vielleicht lieber weglassen sollen. Das wäre dann, glaube ich, ein bisschen richtiger gewesen. Wahrscheinlich. Wenn du müde bist und morgen nichts vorhast, gibt es nicht so früh. Hölle, wir haben ja erst 18 Uhr. Ich dachte, es ist schon 20. What the fuck? Ich habe gerade echt gedacht, wir haben schon weit nach 20 Uhr. Und damit du mal siehst, wie das aussieht, das hier ist unfertig. Und das siehst du, das sind die einzelnen Pixel. Das ist jetzt ein recht großes Bild mit 210 auf 150. Weil er jetzt flext er mit seiner komischen Pixel-Ausmalscheiße. Ganz ehrlich, das ist doch. Du kannst mir doch nicht erzählen, dass dieses Spiel nicht von irgendjemandem erfunden wurde, der behindertes Kind hat und das einfach irgendwie beschäftigen musste. Hier ausmalen auf dem Rechner. Das kannst du an einem Rechner machen oder an einem Tablet, an so einem speziellen Ding, das schwierig kaputt geht. Weil richtige Stifte wirst du dem nicht in die Hand geben, sonst schaut alles aus wie Arsch. Für so jemanden ist doch das Spiel entwickelt worden. Und er, ja, geil, schau mal her. Ich bin fast Mitte 30 und ich habe ein tolles Bild ausgemalt. Kann man das ausdrucken und an den Kühlschrank hängen in der Sozialwohnung in Nürnberg, in die wir jetzt dann bald ziehen, um 4, 5 Kinder zu zeugen. Ich würde mich am liebsten jetzt mit dir ins Bett legen. Uns Maul halten, Rainer. Uns Maul halten. Ein bisschen mit dir fummeln und dabei gemütlich zusammen mit dir einschlafen für ein paar Stunden. Außerdem denk daran, du musst sowieso früh aufstehen, wenn du am Freitag zu mir willst. Weißt, ne, es zu wissen und es auch umzusetzen, sind 2 verschiedene Schuhe. Ja, Rainer. So wie bei deiner MPU zum Beispiel. Zu wissen, dass sie einem den Lappen zwicken, wenn man nicht hier den Kopf aus dem Arsch nimmt und endlich mal diese scheiß MPU macht.
und sie halt trotzdem nicht zu machen und dann aus allen Wolken zu fallen, wenn sie einem dann tatsächlich die Lappen gezwickt haben. Wenn du auf Camps oder auf Chatsex ansprechen würdest, dann würde ich dich jetzt so lange geil machen, bis du es dir selbst machst und dann einschläfst. Ja. Und wo soll sie das machen? Am besten noch wenn sie hier neben dem Krankenbett von dem kranken Opa sitzt. Ja? Der ganzen Family mit dabei. War das ein schlechtes oder ein gutes Gotteswillen? Ja, da hat das Bärchen wohl ein um Gottes Willen reingeschmissen. Und das ist auch so die Reaktion, die vermutlich die allermeisten sagen würden. Aber Reini kapiert. Ich wäre vorsichtig mit der Aussage, nicht, dass irgendwelche gläubigen Extremisten, egal welcher monotheistischen Religion, das als Ketzerei empfinden und dann da irgendwie eskalieren. Das natürlich nicht. Er kommt immer wieder auf dieses Thema zurück, auch wenn das Bärchen da natürlich überhaupt keine Lust drauf hat, nicht drauf eingeht und dann sowas sagt wie um Gottes Willen. Aber das sind halt alles keine Anzeichen dafür, dass Reini sich mal zurückhält. Ja, doch, Ofi, das sind schon Anzeichen dafür. Die sieht er halt einfach nicht. Naja, aber Sex fängt jetzt so ein Großteil im Kopf an. Ja, körperlich schon, aber Sex hat ja gerade die Vorfreude auf Sex macht Sex ja noch besonders geil. Ja, ganz ehrlich, die fast 35-jährige 250 Kilo Jungfrau erzählt jetzt hier den Leuten einen vom Sex. Was denn das Schönste am Sex ist. Großartig, Rainer. Großartig. Das ist wie wenn ich euch, keine Ahnung, was über Heroin erzählen würde. Ne? Wie sich das anfühlt. Ich habe in meinem Leben noch nie Heroin genommen. Ich habe keine Ahnung. Aber ich kann euch das schon sagen. Also wahrscheinlich wird es müde und so und dann alles wird so bleiern und was weiß ich. Ne? Du weißt doch, wie es sich anfühlt, wenn du einen Mann in dir hast. Ja, und wenn du dieses Gefühl, kannst du dieses Gefühl nicht abrufen, gedanklich? Okay. Okay. Da hat er jetzt einfach nicht die Antwort gekriegt, die er erwartet hatte. So. Kannst du das dann nicht gedanklich abrufen? Nee. Okay. Leute. Also ich, wenn dran denke, wie ich in einer Frau bin, Dann fängst du an zu weinen, weil du noch nie in einer warst. habe ich im Kopf, wie ich das fand, wie mir das gefällt. Und spüre dann auch eine körperliche Erregung dazu. Man merkt, also wirklich, man merkt, so spricht er, der richtige Pussy-Grinder. Der so viel Erfahrung hat. So sprechen Menschen, die schon mal Sex gehabt haben, wie sich das anfühlt. So. Dann, wie mir, ja, also ich, wenn dann denke, dann denke ich schon dran, so dass mir das dann gefällt. Geil. Und so ist es eigentlich bei den meisten Menschen. Ja, was ich meine ist, wenn du dich mit einem, bitte? Naja, du wirst ja auch, wenn du jetzt dich mit mir triffst und wenn wir jetzt miteinander schmusen und zusammen sind und so weiter, dann spürst du ja auch, dass du feucht wirst. Dann spürst du ja auch Ziehen im Intimbereich, nämlich. Ich glaube nicht, Rainer. Also, vielleicht wirst du ziehen im Intimbereich. Ja, wenn du deine Bratzen wieder nicht bei dir behalten hast können, Rainer, dann kann es gut sein, dass er Ziehen im Intimbereich spürt. Und sollte die tatsächlich irgendwann so ohnmächtig sein, dass da was passiert, dann wird sie wahrscheinlich danach auch irgendwann ein Jucken im Intimbereich verspüren. Rainer, laber doch nicht. Wenn sie Zeit mit ihm verbringt, dann wird sie feucht und kriegt ein Ziehen im Intimbereich. Genauso, wie es mit den anderen Alba passiert ist. Rainer, Bianca, die war voll bis oben hin
Und sogar die hat beim Aufstehen, ist der Sand aus der Fufun gerieselt. So trocken ist die geworden durch deine bloße Anwesenheit. Mich an. Genau. Und wenn du jetzt so drüber nachdenkst oder sowas, dann spürst du gar nichts. Hm? Ekel, Rainer. Musst Rainer, wenn die über Intimität mit dir nachdenkt, verspürt sie höchstwahrscheinlich Ekel. dir ja nicht leid tun. Ich finde das eher schade für dich. Es ist wirklich schade. Sie tut mir fürchterlich leid. Dass sie das nicht empfinden kann. Diese unbändige Erregung, die wir alle haben, wenn wir Rainer anschauen. Ich glaube. Oh Mann. Ofi kann sie auch gut kaum noch halten. Ne? Ja, da macht die vielleicht noch mal ein paar Gedanken zu. Ich meine, auf der einen Seite hast du dadurch den Vorteil, dass du nicht gefrustet sein kannst, wenn du keinen Sex hast. Oder nur schwerer gefrustet bist, nehme ich mal an. Und auf der anderen Seite finde ich das halt sehr schade, weil das halt auch sehr schön sein kann. Speziell, wenn du dich jetzt beispielsweise tagelang oder vielleicht sogar wochenlang darauf freust, dich mit mir zu treffen und mit mir ein bisschen Spaß zu haben und so weiter. Und dann passiert es tatsächlich, dann ist es halt auch viel intensiver im Normalfall. Deswegen finde ich das auch auf die Art und Weise schade. Ja, aber jetzt mal ernsthaft. Also für mich Ja, ganz ehrlich, scheiß auf Dr. Sommer. Dr. Ache. Dr. Ache kommt jetzt in die Bravo. ändert sich daran nichts, aber meine ernsthafte Frage. Hattest du denn wirklich dann Sex? Okay. Okay. Das war wieder dieses Okay. Er versteht einfach beim besten Willen nicht, dass eine normale Frau, eine junge Frau, die auch Sex hat, also die Erregung empfinden kann, dass die nicht erregt wird von ihm. Das versteht er einfach nicht. Das muss an ihr liegen. Oder an irgendwas anderes. Ah, du hattest sicher noch gar keinen Sex. Deswegen, hattest du doch. Reichlich. Okay. Okay. Was wollt ihr? Also entweder bist du wirklich einfach so ein Mensch, der wirklich kein Interesse groß an Sex hat und dementsprechend das auch nicht vermisst. Oder du hattest extrem schlechte Typen im Bett. Nein, Rainer, weil mit dir hat sie noch nicht gepennt. Das wollte sie ja explizit nicht, als sie bei dir war. Schwede. Es kann nicht an ihm liegen. Geht nicht. Rainer, es liegt an dir. Es liegt an dir. Das kann ich natürlich nicht beurteilen. Ich glaube, das nervt dich auch nicht, wenn ich dich die ganze Zeit darüber ausfrage. Nein, natürlich nicht, Reini. Wie kommst du nur darauf, bei einer Dame, die du 10 Tage vorher im Schlaf gegen ihren Willen noch angefasst hast und ihr dann ununterbrochen solchen Scheiß ins Ohr säuselst? Darf ich dich noch was dazu fragen? Nein, Rainer. Nein. Wenn du so fragst, schon zweimal nicht. Ganz ehrlich. Wenn er so anfängt, wird's immer widerlich. Wann hattest denn du das erste Mal? Also, wie alt warst du da? Darf ich kurz Alligator zitieren? Das geht dich ein Scheißdreck an! Ein Scheißdreck geht dich das an! Okay. Ich bin schon seit fast einem Jahr in Plauen. Das ist gelogen, Rainer. Das ist gelogen. Als du mit dem Bärchen da irgendwie geschrieben hast, war es Mai oder sowas. Und du bist da letztes Jahr irgendwann im September hin. Also September, Oktober, November, Dezember, Januar, Februar, März, April. 9 Monate. Mitte, Ende Juli bin ich nach Plauen gegangen. Ach, Plauen, ja, in Plauen. Das war im Übrigen auch lustig. Das fand ich letztes Jahr echt schön, irgendwie das zu verfolgen, weil da hat man ja praktisch diesen 24-Stunden-Stream von dieser Parkbank gegenüber von dem Gebäude, in dem Karl Dahl ihn da irgendwie verschanzt hat.
gekriegt und das fand ich sehr unterhaltsam. Sagt sie zu mir, der über 2 Jahre keinen Sex hatte. Keiner. Nie. Ich weiß, es gibt irgendwelche Gerüchte und ich glaub's nicht. Ganz ehrlich, niemand, der Sex so beschreibt wie er vorhin, hat ihn jemals gehabt. Hm. Wie lang war denn wie lang war denn seit deinem ersten Mal Sex deine längste Fastenzeit dazwischen? So gesehen hast du mich jetzt ein ganzes Jahr auf dich warten lassen. Und auf deine Muschi. Oh Gott. Hat er Mutti gesagt? Bitte sag, er hat Mutti gesagt. Wir sind ja hier in der Kennenlernphase zwischen den beiden. Wie kann man sowas einer Frau sagen in der Kennenlernphase? Gerade redet er noch davon, dass sie ja vielleicht nicht so interessiert ist von dieser ganzen Sache. Ja, Ufi, was du wieder nicht gecheckt hast, ist, aber das ist auch klar, weil du bist ja nur dummer Hater. Rainer braucht gar keine Kennenlernphase. Und Rainer ist es auch vollkommen scheißegal, ob die Frau irgendwie Bock auf Sex hat oder nicht. Das interessiert doch Rainer nicht. Ja, ist aber wurscht. Wenn sie ihn liebt, dann hält sie hin. Ihre Mumu vorenthalten. Das ist das, was dem Reini auf der Seele brennt. Unglaublich, das alles. Das ist schon gemein von dir. Vor einem Jahr um die Uhrzeit war ich mal, und einem Jahr um die Zeit war ich meistens in Nürnberg und Umgebung. Bis auf einmal, wo ich nach Nürnberg gefahren bin und du bist nach Avignon gemeldet. Aber an bestimmten Alter wirst du feststellen, dass dir die Zeit immer schneller abhanden kommt. Oh, jetzt geht der Philosophie-Lord wieder los. Der alte Weise vom schaurigen Berg. Er erzählt dir jetzt was übers Leben. Das Leben ist viel zu kurz und die Zeit rieselt dir zwischen den Fingern hindurch wie Sand. Je fester du sie halten willst, desto schneller fließt sie davon. Halt dein Maul, Rainer. Das wird noch schneller, glaub mir. Ganz ehrlich, deswegen, ja, und jetzt kommt nämlich der Clou, ja, die Pointe an der ganzen Geschichte, deswegen musst du mit jemandem wie Rainer zusammenkommen, weil dann fühlt sich jede Stunde wie eine Ewigkeit an. In einem Jahr sollte das wirklich mit unserem Kind hinhauen. Wenn du unser Kind auf dem Arm hast, wirst du denken, oh mein Gott, das ist schon wieder ein ganzes Jahr her, dass wir miteinander zusammen unser erstes Mal Sex hatten und uns... Ja, in einem Jahr, keine Ahnung. Sie war einmal bei ihm. Das treffend ist, ich wiederhole mich, es lief desaströs. Und er labert dir hier einen an die Backe von wegen, ja, in einem Jahr, dann hast du jetzt unser Kind auf der Hand und unser Kind gezeugt haben und so weiter. Ein Grund mehr, mal dafür zu sorgen, dass man sich mal fortpflanzt. Man möchte, dass seine Gene weitergehen. Ja, Reinhard, Gott sei Dank, bei dir ist genetische Sackgasse. Ja, ist Ende Gelände. Endet wirklich vor der Wand. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ich hoffe, dass das wirklich irgendwie, keine Ahnung, so ein schlechter Witz der Natur war und dass oder dass dann dafür wirklich alles, was an guten Genen noch da war, an deine Schwester gegangen ist, damit wir nicht noch so eine Generation degenerierter fränkischer Fettbeutel kriegen. Oh, Reini. Also nach allem, was wir über dich wissen, bitte gib deine Gene nicht weiter. Wirklich nicht. Behalt sie für dich, Rainer. Du gibst ja sonst auch nichts her. Nicht nur, dass du kein Kind versorgen kannst, finanziell, mental oder auch physisch, aber Auch nicht, Reini kann das auch nicht emotional. Ne? Rainer kann ein Kind nicht emotional versorgen, weil Rainer so krasser Narzisst ist. Ich bezweifle, dass er
in der Lage ist, Liebe zu empfinden und nicht mehr fürs eigene Fleisch und Blut. Ja? Das wäre dann so wie mit allem kurzes Interesse und dann, oh, es macht Arbeit, will ich nimmer. Wie mit den Hamstern. Und wenn es Cola-Bärchen, wenn es blaue Eierbärchen hier die Kinder dann nicht versorgt, dann passiert ihnen auch genau das wie mit den Hamstern. Dann halten sie halt Winterschlaf. Ich sag's, wie es ist. Mit deiner Lebenseinstellung wäre ein Kind extrem gestraft und das sollte man alleine aus Kinderschutzgründen schon wirklich vermeiden, dass du ein Kind oder Gott bewahre mehrere Kinder zeugst. Deine gehen auch weiter. Natürlich gehen deine auch weiter. Also zumindest, wenn wir zusammen ein Kind haben. Ja, also wenn sie mit ihm ein Kind hat, dann werden ihre er ist ein gütiger Lord. Er lässt es dann zu. Ne? Er schickt dann nur so die halb aggressiven Schwimmer los, dass sie dann auch ein bisschen darf sie ihre Gene dann schon auch weitergeben. Ne? Bei allen, da ist er viel besser als alle anderen, sind total egoistisch und geben nur ihre eigenen Gene weiter. Da gehen ja nicht meine Gene weiter, sondern die meiner Schwester. Bitte was? Nee, das Hä? Rainer, was hast du für... Also wenn er Kinder zeugt, kriegen diese Kinder die Gene seiner Schwester. Wie soll denn das funktionieren, Rainer? Oder was, ganz ehrlich, das können sie ihm doch auch nicht auf der Dulli-Schule beigebracht haben. Das ist doch irgendein vollkommen abstruser... Okay, ich will mir gar nicht drüber nachdenken, wie es passieren kann, dass da ein Kind kommt und das hat zur Hälfte die Gene vom Indigo-Bärchen und zur Hälfte die Gene von Rainers Schwester. Das Blut von meinem Vater. Finde ich nicht. Hä, bitte? Was sagt er da? Beim Kind gehen die Gene seiner Schwester weiter, wenn er und das Bärchen ein Kind haben? Vielleicht meint er, dass praktisch die Gene, also wenn es eine Tochter wird oder sowas. Vielleicht ist er so dumm, dass er sich denkt, so in der Familie gibt es weibliche und männliche Gene und wenn es eine Tochter wird, hat es die weiblichen Gene mitgekriegt. Also das wären dann dieselben, die praktisch Ramona, vielleicht denkt er sich das. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich bin nicht 3 Jahre alt und wundere mich, wie das Wunder der Geburt zustande kommt. Ich habe im Biologieunterricht aufgepasst, als es um dieses Thema ging. Über sein Bürgergeld und über Hilfe, die er bekommt. Mein Zeug ist bereits beantragt, aber naja, ich habe keine Kohle. Natürlich nicht. Woher auch? Rainer, woher auch? Vom Hausverkauf. Von mehreren 1000 Euro im Monat, die du über YouTube trotz wirklich eigentlich geringer Fixkosten über Jahre hinweg eingestrichen hast. Egal ob YouTube, YouNow oder sonst irgendwas. Woher sollst du Geld haben? Rainer, bei dir ist in den letzten paar Jahren so viel Geld reingekommen wie bei kaum einem Menschen. Also zumindest nicht von den Leuten, die wirklich ehrlich arbeiten. Und du hast halt alles verbrannt. Du hast es alles verbrannt. Woher soll ich das Geld denn haben? Ja, ich weiß es nicht. Vielleicht einfach nicht beim Frankengamer sich reinzecken und dem jeden Tag irgendwie wieder hier ein 100er und da ein 100er geben, damit er dir irgendwie Pressi beim Burger King kaufen kann. Ich würde jetzt halt schauen, dass ich jetzt halt die Wohnung organisiere. Und dass wir dann halt im Idealfall zusammenziehen können, aber da musst du dich auch mit drum kümmern, das kann ich nicht alleine machen. Zumal ich vermutlich alleine. Ich übersetze, du musst dich da schon auch mit drum kümmern. Also ich habe jetzt meinen Teil der Arbeit habe ich erledigt ich bin auf die Idee gekommen und habe es vorgeschlagen. Rest ist dein Job. Alleine gar keine Wohnung bekomme. Rainer, du bekommst eine Wohnung, wenn dann nur irgendwie übers Sozialamt oder sonst irgendwas. In einem normalen Mietvertrag wirst du in deinem Leben niemals unterschreiben. Also so wie es normale Leute machen, die dann irgendwie hingehen,
sich so eine Wohnung anschauen, sich darum bewerben und sowas, weil da immer ein Schufa-Eintrag im Spiel ist. Und wenn dann die Leute praktisch einen Schufa-Eintrag von dir haben wollen und dann kriegen sie erst einmal so einen ganzen Leitsordner mit ich weiß nicht wie viele Positionen drauf und mit dem schlechtesten Schufa-Score ever, dann denken die sich, oh, der Zahlungsmoral vom Herrn Winkler scheint es wohl nicht so weit her zu sein. Ich glaube, wir vermieten dann die Wohnung doch lieber an irgendjemand anderen. Und da können dann auch die Hater überhaupt nichts dafür. Bei diesem Schufa-Score, den hast du schön selber angefressen. Den hast du dir schön selber angefressen. An dem haben die Hater 0,0 gar keine Beteiligung. Weil die mich wahrscheinlich aufgrund der Hater ablehnen werden. Hab ich's gewusst? Hab ich's gewusst? Ich kann nicht lesen wie ein Buch. Das ist ja der Grund, warum ich nie eine Wohnung hatte. Das hatte ich aus dem Nein, Rainer. Der Grund, warum du nie eine Wohnung hattest, ist, dass du dich nicht darum bemüht hast. Und ganz ehrlich, die Situationen, also es gibt 3 mögliche Szenarien, wie das damals abgelaufen ist bei dieser Wohnung, die praktisch die Gemeinde für ihn gehabt hätte. In dieser, keine Ahnung, Genossenschaft oder sonst irgendwas, wo er sich vorgestellt hat. Es gibt 3 Möglichkeiten, wie das abgelaufen ist. Punkt Nummer 1. Die haben ihn gegoogelt und dann war aus. Dann haben sie gesagt, nee, du nicht. Punkt Nummer 2. Er ist da aufgeschlagen und war er selbst und hat wirklich versucht, die Wohnung zu kriegen. Und dann haben sie sich gedacht, nach 5 Minuten, okay, der hat seine Male, den nicht. Oder er ist da hingegangen, hat die Wohnung gesehen und sie war nicht, hat seinen Ansprüchen nicht genügt und er hat sich dann extra aufgeführt, damit er die nicht kriegt, weil er im Hinterkopf hatte, die Gemeinde muss mir ja eine Wohnung suchen. Und das mache ich so lange, bis sie mir eine geben, die mir gefällt. Das sind die 3 Möglichkeiten. Und ganz ehrlich, an keiner davon sind die Hater schuld. Und das wird es auch in Zukunft nicht. Im Haus raus bin, weil ich gar keine gekriegt habe wegen den Hatern. Oder vielleicht aufgrund von deiner Zahlungsmoral, die laut Schufa so niedrig ist, wie sie nur sein kann. Aber wir kennen es ja. Klappt was nicht, sind die Hater oder generell andere dann schuld. Ja, freilich. Ja, ganz ehrlich, wie wir das immer alles hingekriegt haben. Wie wir es geschafft haben, dass, ohne dass die Leute das mitgekriegt haben, wir die so manipuliert haben, dass sie ihm die Wohnung nicht gegeben haben. Ich finde es immer wieder erstaunlich. Auf Pump von Uwe bzw. von Mara bekommt. Und jetzt hören wir mal weiter. Und deswegen hatte ich halt gehofft, dass wir das so machen können, dass die Wohnung erst einmal auf deinen Namen läuft und ich quasi mit einziehe. Dann müsste man halt schauen, wie man das organisiert oder man versucht. Ja, geil. Das ist schon so richtiges, das sind so richtige Mietnomaden-Taktiken, oder? Es unterschreibt immer jemand anders den Mietvertrag. Ne? Damit die Gräueltaten von der letzten Wohnungsmietung nicht irgendwo auftauchen. Wild, Rainer. Wild. Und sie ist super praktisch für Rainer, weil er hat dann keine Verpflichtungen. Sie hat das ganze Problem. Und wenn er dann beschließt, keine Ahnung, weil sie irgendwann einmal nicht Wurstfach hinhalten will und dann gibt es wieder Eskalation und Streit und sowas und er verpisst sich dann einfach, dann steht sie da mit dem roten Schwanz in der Hand und kann mit dem Ofenrohr ins Gebirge schauen. Ja, mit der Wohnung, die sie dann selber da zahlen muss. Und hier, Rainer, nach mir die Sintflut. Die Ratten verlassen das sinkende Schiff. So denkt er sich das, so stellt er sich das vor. Und sie zahlt dann die ganze Butze und er braucht dann nichts mit dazu verdienen, weil so ist ja. Sich aushalten lassen, Rainer, sich aushalten lassen. Eine Sozialwohnung irgendwie zu bekommen. Und Jobcenter und Geld muss halt fließen. Darum geht's. Rainer, wenn Geld fließen muss, gibt es eine ganz beliebte Methode, arbeiten gehen. Ne? Tu irgendwas Produktives. Ich weiß, das geht von deiner Fresswix-Daddelzeit ab. Aber das tut es ja bei mir auch.
Ich würde gerne mehr daddeln und mehr Freizeit haben und keine Ahnung, an einem Tag, an dem ich keinen Bock auf gar nichts habe, mich in den Garten legen und einrauchen, bis ich nicht mehr weiß, wie heiß. Aber das geht halt leider nicht, weil Geld muss fließen und damit Geld fließt, gehe ich unter der Woche in die Arbeit und maloche. Ist nett. Ich bin auch voll geschäftsfähig, aber ich brauche trotzdem einen Betreuer. Ich weiß nicht, das beißt sich ein wenig, aber ich glaube, es geht darum, er kriegt ja diesen Betreuer eigentlich nicht, weil die gesagt haben, du bist zu dumm, du kommst mit deinem Leben nicht klar, sondern einfach nur, du kannst hier die Anträge nicht anständig ausfüllen. Was ich wieder unverschämt finde, weil diese Anträge sind wirklich auch, ich habe mal einen BAföG-Antrag ausgestellt. Leute, ich hätte Scheiße schreien können. Ich hätte Scheiße schreien können. Vor allem dann war irgendwas, trifft auf sie das und das Szenario zu. Ja, nein. Und dann, wenn nein, bitte weiter bei Frage 105. Und da waren halt dann 4 Fragen irgendwie dazwischen. Und dann, okay, dann überspringe ich die und gehe zu 105. Füll die Scheiße weiter aus, gebe den BAföG-Antrag an. Ich habe den höchstpersönlich da vorbeigebracht, damit da nichts mit der Post passiert oder sowas. Bin in die U-Bahn gesetzt, bin dahin und habe denen das auf den Tisch gelegt. Dann kriege ich das 3 Wochen später wieder zurück und heißt, diese 4 Fragen, wo es hieß, bitte weiter bei Frage 105, die hätte ich ausstreichen müssen. Das steht da aber nirgends. Dann habe ich die haben die 3 Wochen dafür gebraucht, haben es mir wieder geschickt, dafür, dass ich dann die 3 Dinge ausstreiche, das Ding wieder einpacke, mit der U-Bahn da wieder hinfahre und das denen wieder auf den Tisch lege. Wild. Also wie gesagt, Anträge ausfüllen ist auch für normal kognitiv begabte Menschen schon AIDS. Für jemanden wie ihn ist natürlich vollkommen utopisch. Ne? Also da verstehe ich schon, warum der einen Betreuer hat, der ihm hilft beim Anträge ausfüllen. Ich verstehe aber nicht, warum der Mann immer noch voll geschäftsfähig ist. Meiner Meinung nach dürfte er das nicht mehr sein. Weil ich einen Betreuer brauche für manche Fälle, wo ich mich nicht auskenne, gerade mit dem Bürokratenzeug. Ich habe einen Betreuer, ja, für alles, was mit Ding zu tun hat. Ämtern, Rainer. Mit, wie sagt man, Ämtern. für alles, was mit Bankangelegenheiten nicht. Ich bin, wie gesagt, voll geschäftsfähig. Alles, was mit Jobcenter zu tun hat und Bürogänge, also Bürokratendinger und so weiter. Ämter, Rainer. Ja, wir wissen jetzt, warum er einen Betreuer hat, weil er nicht einmal das Wort kennt, wofür er einen Betreuer hat. Das habe ich dir aber schon mal gesagt. Wenn du ein Problem hast, ja, dann musst du da gehst du bei euch ums Eck, wo du bist, wo du wohnst, Also entweder wichst er wieder oder er daddelt wieder irgendwas. Irgendwas macht er im Hintergrund. Oder vielleicht sind Fußgänger auf der Straße und er schaut das über die Kamera oder sowas. Ich weiß es nicht. Aber er ist wieder maximal abgelenkt. Ja, da gehst du bei dir also also bei dir, wo du wohnst, um die Ecke warum hört sich das ein bisschen an wie Timme? zum Amtsgericht und sagst, du würdest gerne einen Betreuer beantragen. Das kannst du ja auch morgen machen. Und Ja, aber Rainer, wer hilft dir denn bei dem Antrag für den Betreuer, den du beantragst, damit er dir beantragen hilft? dann werden die sagen, okay, dann nehmen sie deine Daten auf. Wenn sie deine Daten haben, werden sie dir irgendwann einen Brief schicken mit einem Termin, da musst du dann hingehen. Nein, Rainer. Also wenn ich einen Brief vom Amt krieg mit einem Termin, dann muss ich da hingehen. Also, geil. Erzähl mir mehr. Erzähl mir mehr aus dem wilden Leben. Entweder kommen die zu dir, ist unterschiedlich. Manchmal kommen sie zu dir nach Hause, manchmal musst du hingehen. Kommt darauf an, auch ob du mobil bist und alles. Dann gehen die hin und dann musst du bei denen eine psychologische
Beratung machen, beziehungsweise die machen dann ein psychologisches Gutachten mit dir. Ja, die schauen halt, ob du ein wenig dumm bist, Rainer. Und dann haben sie bei dir, da haben sie nicht lang nachschauen müssen. Ja? Die schauen, ob du ein wenig dumm bist und dann kriegst du so einen Betreuer. Weiter im Text, Rainer. Und dann stellt sich halt heraus, bist du voll geschäftsfähig, bist du nicht voll geschäftsfähig. Das kommt auf deinen psychischen Zustand an, was die beurteilen. Wenn du voll geschäftsfähig bist, dann kannst du trotzdem einen beantragen. Es gibt viele Leute, die einen Betreuer haben, auch die geschäftsfähig sind. Ja, und dann kannst du halt festlegen, was du möchtest, dass der Betreuer macht und wobei er dir hilft. Ja, und es kostet unterschiedlich. Keine Ahnung, mit dem Mund kostet 20, ne, normal 50, anal 100, oder? Und dann wird sich halt vom Gerichts wegen her um einen Betreuer gekümmert. Dann bekommst du halt, ich weiß nicht, entweder kriegst du eine Auswahl oder du kriegst einfach die Aussage, dass das dein Betreuer ist. Rainer, diesen ganzen Scheißdreck, den du jetzt da gerade schwadronierst, ich kann ihn zusammenfassen. Jo, keine Ahnung, wenn du ein bisschen zu dumm bist und Anträge nicht so verstehst, dann kannst du praktisch nach einem Betreuer fragen, der dir dabei hilft und dann wird dir halt einer zugewiesen. Aber du kannst natürlich auch sagen, dann kannst du bei dir also bei dir dann um in die Ecke dann da hingehen und so und dann kannst du da praktisch hin zum Amtsgericht und dann einen Antrag kann man natürlich machen, ne? Dann musst du dich bei dem melden und dich mit dem treffen und mit dem reden und dann sagt er dir in Zukunft schon, was der machen muss und hilft dir bei Betreuungssachen. Damit er dir helfen kann, musst du dich bei ihm melden und mit ihm reden. Ja, Rainer. Oh, menschliche Interaktion erklärt. Ich nicht, weil ich mit meinem Betreuer nicht klargekommen bin die ganze Zeit. Rainer, andersrum ist der Schuh draus geworden. Ich wette, was der Betreuer ist mit dir nicht klargekommen. Der ist da rausgekommen, wie einer von den Leuten aus dem Haus das Verrückte macht bei Asterix erobert Rom. Komplett gaga und war einfach zu gar nichts mehr zu gebrauchen. Der ist wahrscheinlich in Frührente gegangen danach. Weil er immer sehr schwer erreichbar war. Rainer, wenn du dein Telefonverhalten bei dem ungefähr so weitergeführt hast, wie du es damals mit der Pinea gemacht hast, dann weiß ich, warum der schwer zu erreichen war. Weil der dann einfach das Handy aus oder auf lautlos gestellt hat und dich einfach wegignoriert hat, weil er sich gedacht hat, nein, der kreislige Fettbeitel ruft mich jetzt schon zum 5. Mal heute an, der wird es bis morgen überleben und wenn er doch havariert, dann sei es darum. Wenn ich ihn denn mal gebraucht hätte und er dann nicht für die Sachen zuständig war, da ich für geschäftsfähig bin, der viele Sachen selber machen soll oder kann oder wie auch immer. Und deswegen ist es bei mir ein bisschen eine schwierige Situation gewesen. Die Situation. Mal, wie viel redet Ofi? Oh, da redet Ofi viel. Schwierige Situation. Dass er wirklich Hilfe bekommt, weil er ist ja Narzisst und eigentlich perfekt. Und wie gesagt, schau gleich mal morgen, schreib dir das am besten mal auf. Aber schau mal wirklich, dass du da, ich weiß nicht, wo bei euch das Amtsgericht ist. Jedenfalls, fahr da auf jeden Fall morgen mal hin und kümmere dich da mal drum. Und geh auch zum Jobcenter und beantrage beim Jobcenter Arbeitslosengeld. Dann musst du denen halt deine Kontobewegungen zeigen, musst denen sagen, was du verdienst, was du verdient hast, wie du deine Sachen machst und so weiter. Aber das sagen die dann alles, die helfen dir dann normalerweise auch dabei, wenn du da Probleme hast. Und dann musst du denen halt alle Daten vorlegen, was du so gemacht hast und dann kriegst du normal für Arbeitslosengeld halt. Und dann kannst du auch sagen, dass du umziehen möchtest und aktuell auf der Suche nach einer Wohnung bist. Vielleicht auch, dass du einen Partner hast, mit dem du erstmal in eine WG ziehen willst. Wichtig an der Stelle WG, nicht Partnerschaft. Ja, weil ihr sonst irgendwie eine Zweckgemeinschaft bildet und dann gibt weniger Barrende vom Amt. Also ihr wollt dann praktisch da als Pärchen leben, aber als WG beim Amt angegeben, einfach um
wie nennt sich das? Erschleichen von Leistungen nennt sich das, Rainer. Wenn du über solche Methoden versuchst, dir Gelder vom Amt zu erschleichen, die dir nicht zustehen, ne? Das nennt sich Erschleichen von Leistungen und da sind die ganz, ganz, ganz empfindlich, wenn die da drauf kommen. Ne? Wenn die da drauf kommen, dann sind die da sehr, sehr empfindlich. Weil sobald man nämlich zusammen in einer Wohnung lebt, gehen die so wieder her und ziehen nämlich so wieder Gelder ab. Ja, genau. Das war auch so ein Punkt, den ich in einem anderen Video schon mal besprochen habe, wo ich meinte, ihm geht es ja wahrscheinlich um den Schufa-Score und er will daher nicht die Wohnung über ihn laufen lassen. Aber ihr habt das damals in den Kommentaren auch alle richtig geschrieben. Klar, ihm ging es natürlich darum, das Jobcenter zu bescheißen, indem er eine Partnerschaft als WG darstellt und er somit mehr Geld vom Amt bekommt. Sollte man dem Jobcenter vielleicht auch nochmal mitteilen, dass er vorhat, die so nochmal zu bescheißen. Ich meine, hey, er lebt ja auf unsere Kosten. Wir bezahlen ihm ja sein Bürgergeld. Da sollte er sich dann ja wenigstens an die Regeln halten. Also im Idealfall, wenn wir zusammen in eine WG ziehen, dann kann man sich eigentlich eine WG-Wohnung mit vielleicht 3 Zimmern oder sowas kaufen. Oder Im Übrigen, kaufen. Rainer, du wirst immobilienmäßig gar nichts mehr kaufen. Aber jetzt habe ich den Faden verloren. Eine Sekunde. Ah ja, genau. Ganz zu schweigen davon, dass diese Geschichte mit dem angeblich keine Partnerschaft haben, dass die relativ schnell in die Binsen gehen wird, wenn du ja ihr gleichen Braten in die Röhre schieben willst, sobald möglich. Ja, wenn die dann in einem Jahr auf einmal hier so einen kleinen Oger rausgepresst hat, dann spätestens dann werden die Fragen laut, Moment einmal, die sind doch gar nicht beieinander. Wie kann das jetzt sein, dass die jetzt hier ein Kind miteinander haben? Und dann kann es natürlich auch sein, dass du nicht nur wegen Erschleichen von Leistungen angezeigt wirst, sondern halt die erschlichenen Leistungen wieder zurückzahlen. Aber komm, das ist ihm dann gerade auch noch wurscht, weil das sind Peanuts oben drauf geschmissen auf den riesigen großen Haufen von Scheiße, der seine Schulden sind. oder mieten, wo man quasi ein Wohnzimmer hat und jeder sein Schlafzimmer sozusagen. Und wenn du das erste Mal umziehst und beim Jobcenter bist, kannst du sogar Ersteinrichtung beantragen, falls du das noch nie gemacht hast. Ich weiß nicht, wie oft man sowas machen kann, aber du hast auf jeden Fall wahrscheinlich auch das Recht. Kann er wahrscheinlich einmal Ersteinrichtung beantragen. Ja, weil dann ansonsten wäre es ja Zweiteinrichtung. Du Hageldommer Knallkopf. Er schmiedet jetzt den Plan, wie er mit ihr das Jobcenter bescheißen kann, um Geld und um möglichst viele Leistungen. Es ist wirklich erstaunlich, dass dieser Mann es nicht geschissen kriegt, weil der Mann kann sich den Arsch nicht mehr selber abwischen. Aber wenn es darum geht, das Jobcenter um ein paar Schäkel zu bescheißen, dann wird er auf einmal super kreativ und dann fuchst er sich rein in das Thema und kennt sich aus, was man noch nicht alles beantragen kann und wo man nicht doch noch ein paar Mark rausjuckelt. Das ist unfassbar. Es ist unfassbar. Der Mann ist zu dumm, sich den Arsch abzuwischen. Aber das kriegt er hin. Auf Erstmöblierung. Das heißt, dann kriegst du zusätzlich Geld, wo du dir ein Bett dafür kaufen kannst und gegebenenfalls eine Küche, falls in der Wohnung keine Küche drin ist und so weiter und so fort. Und falls es in Ordnung für dich ist, wenn du da beim Jobcenter warst, kriegst du auch ein Schreiben mit, dann kannst du mir das ja mal schicken. Dann kann ich das ja mal nachprüfen, was du da brauchst, und kann dir vielleicht sogar versuchen zu helfen. Rainer, du brauchst selber einen Betreuer, der dir dabei hilft, diese Scheiße auszufüllen. Und du sagst jetzt zu ihr, ja, bevor du das dann abgibst, wenn du das dann ausfüllst, lass mich da nochmal drüber schauen, die kennen mich aus. Oder wirst du es dann auch deinem Betreuer geben und sagen, ja, hier, können Sie da nochmal drüber schauen, bitte? Außerdem, verstehe das nicht falsch, ne? Aber ich würde... Du verstehst nicht falsch. Jetzt kommt wieder so eine Aussage, die man auf jeden Fall nicht falsch verstehen kann, sondern nur richtig und irgendwas auf dem Niveau von auf die Gefahr hin, jetzt herzlos zu klingen, ne? Ich würde auch gerne sehen, dass du das wirklich auch beantragst und gemacht hast. What? Du beantragst jetzt bitte diese ganze Scheiße dafür, dass du dann eine Wohnung für uns anbieten kannst, bei der du 100% allen Risikos trägst, dich strafbar machst, weil du und ich damit das Jobcenter um Geld bescheißen.
den ganzen Schmarren und im Übrigen, ich traue dir eigentlich nicht. Also ich will das dann schon sehen, wie du das machst. Ne? Alter Schwede. Ein bisschen nachkontrollieren, meine ich damit. Würde ich das gerne in dem Fall. Alter. Ganz ehrlich, da wäre sie wahrscheinlich, wundert es mich, dass die nicht irgendwann nochmal einen Tag früher hingefahren ist, einfach nur um mir einen in die Fresse zu hauen. Ich bin der fetteste, dümmste Versager auf der Welt und ich bin nicht in der Lage, mir selbstständig den Arsch abzuwischen. Aber ich erwarte jetzt folgende Dinge von dir. Lass deinen todkranken Onkel todkrank sein und alleine sterben. Ich habe meinen Vater auch alleine sterben lassen, das hat mir gar nicht geschadet. Komm dafür zu mir, sei mir gefügig, bring Geld, Zucker und sonst irgendwas mit. Danach kannst du noch eine Wohnung mieten auf deinen Namen, weil ich einen Schufa-Score aus der Hölle des Todes mit Bienen im Mund habe. Was und Einrichtungen kannst dann auch noch dazu reinsteuern. Und dann ziehen wir gemeinsam nach Nürnberg und setzen fröhlich Kinder in die Welt. Sagen, Rainer, hast du einen Arsch? Aber ich möchte schon alles kontrollieren, dass du das auch alles schon brav so machst, wie ich mir das vorgestellt habe. Weil du mir schon gesagt gehabt hattest, dass du das schon beantragt hast oder beantragst. Und das ist jetzt schon Wochen her, dass du das zu mir gesagt hast. Alter Rainer, halt dein Maul. Halt dein Maul. Wie oft hast du... Ja, hier, das und das Format kommt jetzt jede Woche 3-mal, nix ist kommen, wenn man dich gefragt hat, ja, Privatsache, Bannhammer. Was du nicht alles irgendwie angekündigt hast, wo man nie wieder was davon gehört hat. Ja, du hast gesagt, du kümmerst jetzt darum, dass wir jetzt da diese Wohnung kriegen, das war schon vor 2 Wochen. Was ist jetzt? Unangenehm, Rainer, maximal unangenehm. Und da geht es ja auch um unsere Zukunft, eventuell unsere gemeinsame, gerade was die Wohnung angeht. Ja, nicht, dass im Nachhinein noch Reini das Bärchen mitfinanzieren soll. Wo kommen wir denn dahin, dass sie seine Sexgespielin spielen soll, aber bitte doch nicht auf seine Kosten lebt? Ich meine, Ja, das ist schon richtig. Wenn hier jemand zahlt, dann sie. Rainer ist ein richtiger Gentleman. Und das muss alles gemacht sein, damit mir das auch hinhaut. Weil da steht ja auch meine Zukunft mit auf dem Spiel. Und auch wegen des... Unfassbar. Rainer, du hast deine Zukunft, Zeit deines Lebens mit Füßen getreten. Und jetzt soll sie den Karren aus dem Dreck ziehen. Seht das richtig. Soll sie dir dann auch einen Diätplan machen, oder? Und dir den Arsch abwischen. Rainer will ja Vollzeitpflegekraft mit Benefits. Sache mit dem Kind und so weiter. Naja, das Kindergeld darfst du aber nicht für andere Sachen verwenden. Kindergeld ist, wie der Name schon sagt, für die Kinder. Ja, Rainer, das ist richtig. Das trifft kein Schwein nach. Aber es ist ja auch, keine Ahnung, wenn du Kinder hast, diese ganzen Einnahmen gehen ja mehr oder weniger, ne? Also bei normalen Eltern steuern ja dazu bei, dass also niemand prüft nach, wenn du sagst, hier hast du den Einkauf, hast du das jetzt mit Kindergeld bezahlt. Das ist ein Schmarren, ne? Da geht es darum, die Kinder einzukleiden. Was kannst du damit finanzieren? Ja, du kriegst das. Ich kann aber dann zum Beispiel auch sagen, ja, ich habe das Kindergeld in die Miete gesteckt. Ja, weil wenn ich keine Miete bezahle, dann ist das Kind obdachlos. Aber du kriegst doch nicht die ganze Kohle, was das Kind kostet. Du kriegst halt einen gewissen Betrag im Monat. Ja, das ist richtig, Rainer. Wenn man sich Kinder, also wenn man Kinder in die Welt setzt, dann kriegt man nicht alles erstattet, was die kosten. Also man muss schon selber auch was mit reinbringen. Ne? Das ist richtig, Rainer. Außer jetzt in eurem speziellen Fall, weil ihr wollt einfach maximal das Amt bescheißen und so viel wie möglich Kohle bei denen rausjoppeln. Ne? Und für das Geld musst du halt unter anderem das Kind mit einkleiden und so weiter. Das ist im Prinzip nur eine Art Zuschuss vom Staat. Ich auch nicht. Aber so halb kenne ich das halt.
Das sind aber auch bloß 100, 200, 300 Euro pro Monat. Und ich weiß auch, Bloß 300 Euro pro Monat. Ne? 300 Euro pro Monat ist wirklich viel für Leute, die ihr Geld selbst verdienen. Wenn ich ab nächsten Monat 300 Euro mehr hätte jeden Monat, wäre das für mich eine Erleichterung. Das ist wirklich auch in heutigen Zeiten viel Geld. Einer ist das vollkommen wurscht, das 5-mal Lieferando bestellen. Ne? Aber geil, wie viel das genau ist. Naja, wenn du wirklich so lange zu mir gehst, so mal eine Woche oder zwei, solltest du auf jeden Fall schauen, dass du das im Vorfeld schon beantragt hast. Zumal du bedenken musst, dass du dann ja auch 300, 400 Euro pro Monat kriegst, ne? Und übrigens, und übrigens muss sie sich dann aber auch beim Amt abmelden, wenn sie zu dir fährt. So ein Ding ist es nämlich, weil du ja da beim von wegen arbeitslos gemeldet, bla bla bla, du wirst arbeitssuchend gemeldet. Wenn nichts dagegen spricht, dass du auf dem normalen Arbeitsmarkt zum Einsatz kommst. Und dann hast du auf Abruf zu stehen. Du hast auch Verpflichtungen, wenn du Arbeitslosengeld bzw. Bürgergeld bekommst. Und wenn du irgendwo hin willst, musst du dich bei denen abmelden. Das ist wie ein Urlaubsantrag, den du da stellen musst. ne? Wenn du zu denen sagst, dass das dringend ist, kann das sogar sein, dass die dir gleich Geld mitgeben. Das kann schon passieren, ja. Ja, lass mich hier mal raten. Reini hat natürlich gesagt, bei ihm ist es ganz dringend, weil er sich neue Spiele im Sommersale auf Steam, weil er sich ganz dringend was zu essen kaufen muss. Genau so ist passiert, Rainer. Rainer. Opi, oder ich bin selber schon dumm. Nee, Leute, wild. Es ist, ganz ehrlich, hier, die ekelhaften Anspielungen haben sich ja halbwegs im Rahmen gehalten. War jetzt ja zur Videomitte so ein paar Mal. Aber Leute, die Vorstellungen, die dieser Mann hat, ich bin mehr oder weniger sprachlos. Aber ich habe jetzt auch schon über 1 Stunde und 17 Minuten schwadroniert. Deswegen, Leute, tut nicht, was Rainer tut. Ich kann es nur immer wieder betonen. Und Medal of.